Wost du schon, dass ein menschlichen Embryo am Anfang kein Geschlecht hat? Bis zur 6. Entwicklungswoche sind Geschlechtsmerkmale weder männlich noch weiblich, also sind an einem sogenannten indifferenten Stadium. Krass, gell? Absolutely fascinating. Wie entwickelt sich das biologische Geschlecht überhaupt? Ein ganz wichtige Rolle spielt hier bestimmte Gen, den SRY-Gen. Der sitzt normalerweise Y-Chromosom. Wir erinnern uns, XX als Frau, XY ein Mann. Dafür normalerweise just Männer das sind SRY-Gen. Und das führt dazu, dass sich Keimdrüsen zu Hoden entwickeln. Und Hodengewebe produziert am Uschers dann Testosteron. Und Testosteron bewirkt dann, dass ein Hodensack am Penis entsteht. Weil kein SRY-Gen da ist, entwickeln sich Keimdrüsen zu Eierstein. Weil dann noch kein Testosteron da ist, entstehen dann der Vagina und Vulva. Yes, science! Also noch zur Zusammenfassung. SRY-Gen, Hodengewebe, Testosteron, Hodensacker Penis ist gleich. Männlich, kein SRY-Gen, kein Hodengewebe, kein Testosteron, Vagina und Vulva ist gleich weiblich. Das sind die zwei Standardprozesse. Man kann hier auch zu Aufweichungen kommen. Bitte. Zum Beispiel kann ein SRY-Gen auf einem X-Chromosom vorkommen. Auf Niveau von den Chromosomen weibliche Person kann dann trotzdem Hodengewebe und damit auch männliche Geschlechtsorgane entwickeln. Umgedreht kann es vorkommen, dass bei einer auf Niveau von den Chromosomen männlicher Person den SRY-Gen fehlt und dass sich Geschlechtsorgane dann echt auf weiblich entwickeln. Geschlechtsorgane können sich auf so Fall aber auch unklar entwickeln oder sowohl männlich wie auch weiblich Merkmale erweisen. An all den Fällen schwätzt sie von Intergeschlechtlichkeit.